Was braucht es, dass man sich in einer Stadt willkommen fühlt? Das ist meine Frage an euch heute Morgen und ihr könnt gerade jetzt aktiv werden, euer Telefon nehmen oder wenn du daheim bist, dein Gerät nehmen und den QR-Code, der jetzt eingeblendet wird, abfütteln und am Mentimeter teilnehmen und deine stichwortartige Antwort da mit trainieren geben. Was braucht es, dass man sich in einer Stadt willkommen fühlt? Damit ihr jetzt nicht etwas mega Wichtiges verpasst, in der Zeit, wo ihr dran seid, erzähle ich eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich bin in Winterthur geboren und ich bin durch und durch von Herzen Winterthurer. Ich freue mich, falls der FC Winterthur aufsteigt diese Saison. Ich gehe seit über 20 Jahren auf die Schützenwiese. Ich kenne jede Ecke und jede Straße und die Gassen von Winterthur kennen auch meine Biografie ein bisschen und meine Auf- und Abs vom Leben. Und ich habe 2010 eine Frau aus Finnland geheiratet. Wir haben in Finnland geheiratet, kirchlich und zivil, und haben dann nachher noch ein paar Tage Flitterwoche gemacht, ein paar Wochen Flitterwoche, und sind dann zurück in die Schweiz gekommen. Und jetzt ist es so, wenn du in die Schweiz kommst und hier einwanderst, wenn du länger als 3 Monate bleiben willst, dann musst du dich nach 14 Tagen, spätestens nach der Einreise, anmelden, dass du da deinen Wohnsitz hast. Meine Frau also auch. Und so sind wir auf die Einwohnerkontrolle Winterthur und haben sie anmelden und ich habe dann dort erklärt, das ist meine Frau und wir müssten sie anmelden da. Dann ist die Dame im System schauen und meinen Namen suchen und dann hat sie gesagt, nein, Herr Weber, Sie sind nicht geheiratet. Dann haben wir gesagt, okay, ist jetzt aber schon ein paar Wochen her, es ist ein bisschen mehr als einen Monat her, seit wir geheiratet haben und wir haben schon gewusst, das ist ein Spiessroutenlauf, den der Trauschein machen muss, Botschaft in Helsinki, auf Bern, auf unseren Heimatort und dann in den Wohnort. Aber wir haben ja auch da diesen Regeln treu sein, weil sonst kommst du einen Bus über. Und dann haben wir so ein bisschen diskutiert und ihr erklärt, wie das ist, dass wir eben wirklich geheiratet sind und sie hatten das mehrmals verneint und dann habe ich dann ihr den finnischen Trauschein angelegt und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, ich verstehe das nicht. Dann habe ich gesagt, ja, das verstehe ich jetzt noch, dass Sie das nicht verstehen. Trotzdem sind wir geheiratet, das ist unser Dokument. Und jetzt, also, es kann schon sein, dass Sie, Herr Weber, geheiratet sind, aber Sie nicht. Es kann schon sein, dass Sie da geheiratet sind, aber Sie, Herr Weber, Sie nicht. Ich habe gesagt, wir müssen eine Lösung finden. Können Sie mal Ihren Vorgesetzten rufen? Und dann ist dann eine andere Person vorgekommen, die hat dann da ein bisschen geholfen, Wogen glätten und sagen, ja, es kann sein, dass das eben länger geht, bis das Dokument vor Ort ist, aber wir können die Anmeldung trotzdem durchführen. Und das ist dann gegangen. Ganz am Schluss hat sie uns dann so relativ demotiviert so einen Umschlag rausgeschoben, so, ja, das ist da noch für Sie, das ist da noch für Sie. Und da drauf ist gestanden, herzlich willkommen in Winterthur. Und wir sind ehrlich gesagt nicht mit dem besten Gefühl heimgegangen, weil es ist schon noch speziell, oder, wenn du dein Leben an einem anderen Ort aufgibst und an einem neuen Ort ankommst und es ist jetzt nicht unbedingt so willkommen heissen gewesen. Wir haben dann das auch per E-Mail kundtun, die Einwohnerkontrolle, und wir haben 2 Gratis-Eintritte ins Gewerbemuseum bekommen, als ein kleines Wiedergutmachung. Und jetzt ist natürlich alles super. Nein, ich kann ehrlich sagen, meine Frau hat zum Glück, und ich habe mit ihr besprochen, ich darf das hier erzählen, zum Glück dann sehr viele gute Erlebnisse gemacht mit Winterthurerinnen und Winterthurer, mit Ämtern, mit Leuten auch in der Kirche, mit Leuten in ihrem Arbeitsumfeld, und sie fühlt sich sehr wohl und daheim da. Aber so hat es gestartet. Und jetzt nimmt sich Wunder, was sagt ihr? Was braucht es, dass man dann wirklich willkommen ist an einem Ort, in einer Stadt, wo man vielleicht anreist oder wo man angeht? Und oh wow, das ist mega viel. Ich versuche da, und es läuft immer noch. Das ist interessant. Also es gibt so eine Word Cloud. Ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ich würde sagen, die meisten sieht man da drauf auch. Ich denke, da muss es irgendwie einen schönen See geben, da braucht es schöne Umwelt, da muss es Sehenswürdigkeiten geben. Am besten ist auch schönes Wetter. Und dann sehen wir, was in der Mitte sich herauskristallisiert. Danke vielmals, ich hoffe, das gehofft. Es braucht über allem Freunde, Menschen. Ich sehe da freundliche Menschen, Gemeinschaft. Ein See, der See ist recht gross, tut mir leid, Winterthur kann nicht dienen. Wir haben dafür sonst schöne Sachen. Aber genau auf das habe ich gehofft, dass das rauskommt. Ich habe aufgeschrieben, mir selber, Freundlichkeit, Leben, irgendetwas Pulsierendes. Es braucht Restaurant, Parks, Unterhaltung. Aber über allem braucht es wohl Menschen. Und ich glaube, das zeigt sich auch da drin. Gastfreundschaft, Menschen, Gemeinschaft, Leute. Perfekt. Eine Bar auch, die sehe ich auch, finde ich auch cool. Vor allem eine Bierbar, eine gute. Das braucht es alles. Ohne Menschen ist eine Stadt, in der wir leben, irgendwie nichts. Ist eine Geisterstadt. Es braucht Menschen, die die Stadt beleben, die Initiativen starten, die sich eingeben, die etwas machen aus der Stadt, die wirtschaftliche Sachen aufbauen. Das braucht es.
Ohne Menschen, die eine Stadt beleben, ist sie öd. Und vielleicht bist du auch schon in einer Geisterstadt gewesen oder hast dich so gefühlt, wenn du durch einen Ort fährst und irgendwie lebt es nicht. Oder für mich ist es so, wirklich im tiefen Winter, November und schon so unter 0 Grad und dann durch die Meergasse bei einer zügigen Beise. Das ist irgendwie nicht so das Wahre. Das ist irgendwie nicht das Winterthur, das ich gerne repräsentiere. Es braucht Menschen, es muss leben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat denn die Analogie von der Stadt auf dem Berg mit unserer Kirche zu tun? Weil da sind wir ja im Gottesdienst in der Kirche. Und dann helfe ich dir gern, falls du vielleicht auch neuer dabei bist. Wir reden von unserer Kirche als eine Stadt auf dem Berg, als einen bildhaften Vergleich. Und wir sagen, wir wollen so eine Stadt auf dem Berg sein, eine Stadt, die Strahlkraft hat, die eine Orientierung gibt, die ein Rückzugsort ist, die ein Ort vom Leben ist, die ein Ort vom Licht ist, wo ein Ort ist, wo man sich weiterentwickeln kann, ein Ort, wo man sich inspirieren kann. Und unser Visionssatz, den wir auch so als Kirche uns auf die Fahne geschrieben haben, der handelt darum, dass wir ein Ort sein wollen, wo Menschen Gott begegnen können. Und jetzt können wir uns in dem Fall fragen, okay, braucht die Stadt vor allem eins, Gott, und dann läuft das Ding. Er schaut. Wenn in unserer Kirchenstadt Gott ist, und ich glaube, das ist wichtig, dann ist alles in Ordnung. Braucht es nur Gott und er macht den Rest. Und ich darf euch heute Morgen sagen, ich glaube, so einfach kommen wir nicht davon. Weil der Kernvers, wo unserem Visionsbild von der Stadt auf dem Berg zugrunde liegt, der handelt um Menschen. Ich möchte euch den gerne vorlesen, Matthäus 5, Vers 14. Dort heisst es, ihr seid das Licht der Welt. Oder ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Also Jesus macht da den Bezug zu den Menschen, zu seinen Nachfolgern und sagt, ihr seid das Licht. Jetzt, ja, Gott ist die Quelle von dem Licht, aber ihr seid das Licht. Wir sind die Gesendeten, die Botschafter von dem Licht, Träger von dem Licht, von dem göttlichen Licht. Ja, Gott ist das Licht und die Quelle vom Licht. Aber überraschenderweise für mich immer wieder hat er sich entschieden, mit uns Menschen seine Stadt zu bauen. Und uns zu brauchen, um das Licht rauszutragen, weiterzutragen. Und ich finde es noch schön, der Evangelist Johannes greift das in seinem Evangelium, in seinem Bericht von Jesus auch wunderschön auf. Und so am Anfang und gegen das Ende vom Evangelium. Und im ersten Kapitel heisst es dort, im Vers 18, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Jetzt, oder das Licht musst du ja irgendwo sehen. Das heisst, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selber Gott ist, und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Also Jesus ist auf die Erde gekommen, damit wir Gott sehen können. Ich finde es ein wunderschöner Vers. Jesus ist auf die Welt gekommen als Mensch, damit wir Gott sehen können. Und jetzt kommt dann die Geschichte vom Leben von Jesus und am Ende berichtet Johannes über einen intimen Moment von Jesus mit seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Und dort sagt er zu ihnen, Johannes 20, 21, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesendet hat. So sende ich jetzt euch. Also er ist gekommen, um den Menschen Gott zu zeigen. Und Jesus schickt seine Nachfolgerinnen und Nachfolger und sagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Wir sind die das weitertragen. Das Licht von Gott. Wir sind berufen, unsere Stadt mit Leben zu füllen. Gott allein möchte es nicht machen. Er möchte dich und mich brauchen. Wir prägen sie, wir gestalten sie. Big City Life. Unser Wunsch für den heutigen und den nächsten Sonntag ist, dass wir uns ermutigen, inspirieren und auch ausrüsten, dass unsere Stadt am Leben bleiben kann, Leben erhalten, neues Leben aufblühen. Und ich will dir heute zurufen, du und ich, wir sind Botschafterinnen und Botschafter von dieser Stadt. Und mir gefällt das Bild, weil Botschafter, die sind einerseits, die haben eine Heimat, per Definition. Die haben ja eine Botschaft für etwas zu tragen. Die Schweizer Botschaften, eben zum Beispiel in Helsinki, die stehen für die Schweiz. Sie haben eine Heimat, aber sie bereisen die Welt. Und das ist ein wichtiger Teil von unserer Stadt. Die Stadt ist nicht irgendein komischer Rückzugsort, wo nichts rein und raus geht. Und ich habe auch schon gehört, munkeln, gerade bei Leuten, die schon länger in unserer Kirche sind, ja, das Bild von dieser Stadt ist ja cool, aber wo geht man denn da noch raus? Hey, ich bin so froh, leben wir in einer globalisierten Welt, wo die Menschen zum Glück sich austauschen, ob das online ist oder auch reisen. Wir sind in einer Stadt, die bereist wird und wo Ein- und Ausgang hat. Wo man ein- und rausgeht. Und das ist mega wichtig. Es ist keine abgeschottete Stadt. Und so glaube ich auch, dass wenn wir Botschafterinnen und Botschafter sind, ist es extrem wichtig, dass wir die Welt und das Land um uns herum kennen. Wir können nicht einfach in unserer Stadtwelt bleiben.
Da braucht es Ausgänge. Wir sind gesendet, auch aus dieser Stadt raus, um das Licht rauszutragen von Gott. Und ja, ich bin sicher, diese Stadt hat immer noch einen Hafen, wo ein Rettungsbötchen rausfahren kann. Und ja, ich bin sicher, die Stadt hat nicht nur einen Hafen, sondern sie hat auch einen Flughafen. Und sie hat auch Strassen, wo Reisen stattfinden, wo man rausgeht. Und was machst du? Wie stolz sind doch wir? Jetzt rede ich von uns Schweizer da drin. Es sind ja sicher nicht alles Schweizer da drin. Aber wenn wir können sagen, von wo kommst denn du? Yeah, from Switzerland. Da bist du dann schon noch. Ja, das ist so ein Markenzeichen, oder? Und es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir herkommen. Und wir sind gesendet nach außen. Und darum gefällt mir das Bild vom Botschafter so gut. Und die Stadt, die muss eine Stadt sein, wo man reinreist, daraus rausreist, wo Menschen reinkommen können, einmal schauen und wieder rausgehen können. Wo aber auch Leute von uns rausgehen und die Botschaft raustragen. Winterthur hat auch so Botschafter. Wenn du auf die Tourismus-Webpage gehst, House of Winterthur, dann hat es dort so einen Link, Botschafter von Winterthur. Und das sind Bewohnerinnen und Bewohner von der Stadt, die sagen, was sie lieben an unserer Stadt. Das passt irgendwie so von dem Bild her. Und die Heimat haben, also in dieser Stadt sein und das Reisen steht in einer positiven Ergänzung. Das widerspricht sich nicht. Das gehört zusammen, dass man da einmal rausreist. Ohne Heimat wäre man aber heimatlos. Und wenn du nur in deiner Stadt bleibst, dann bist du vielleicht ein bisschen weltfremd. Also das ist mein Ruf als erstes. Wenn wir Botschafter sein von dieser Stadt, dann müssen wir die Welt um uns herum kennen. Müssen wir uns auf sie einlassen. Und da will ich dir sagen, setz dich mit der Welt draussen auseinander. Es ist nicht nur eine Einladung, es ist auch ein Auftrag. Und ich sehe den quer durch die Bibel durch immer wieder. Und eine Geschichte, die mir in der letzten Zeit auftaucht ist, auch weil ich mich im Bibel-Intensiv Passion Group damit auseinandergesetzt habe, ist die Geschichte rund ums Exil vom Volk Israel, von den Juden, wo sie weggeführt worden sind. Und es ist interessant, der Prophet Jeremia, der ruft ihnen dort dann etwas zu. Also ein Teil vom Volk ist schon weg gewesen. Und er schreibt dann denen im Exil. Und er schreibt ihnen, bemüht euch ums Wohl von der Stadt, in die ich euch wegführen lasse. Im Namen von Gott schreibt er das. Und betet für sie. Also, das Exil steht da für den Ort vom Wegführtsein, nicht in der Heimat. Weil die Heimat ist definitiv Israel gewesen. Im Besonderen Jerusalem. Und noch viel wichtiger, der Tempel. Der Ort der Anbetung. Der Ort, wo Gott wohnt. Und eigentlich habe ich dann so gedacht, das ist spannend, wenn der Jeremia hätte schreiben können, jetzt schaut so schnell wie möglich, dass ihr heimkommt. Jetzt packt eure Sachen und dann, wie es gibst, was hast, schleicht ab und kommt zurück. Aber das sagt er nicht. Er sagt, bemüht euch ums Wohl von der Stadt, wo ich euch wegführen gelassen habe. Und das Bild, das ich entdecke, ist, dass wir manchmal in der Zeit sein vom Exil, auch weg von dieser Heimat. Und wir dort einen Auftrag haben, dort hinein sein sollen. Wenn du willst, dort für das Wohl von der Stadt sorgen, heisst das in erster Linie mal, du musst dich dafür interessieren, was die Probleme und Nöte sind von dieser Welt, wo du drin gesendet bist. Das musst du irgendwie wahrnehmen. Und wenn ich nachher schaue, wie sich die Geschichte über verschiedene Bücher weiterspinnt, merke ich, ja, die Menschen im Exil haben gelesen. Wir lesen von einem Daniel, der eine hohe Position erreicht hat am Hof vom babylonischen König. Wir lesen von einem Jud namens Mordechai, der irgendwie auch an diesem Hof dient hat. Wir lesen dann später von Nehemia, der der Mundschenk vom König war. Die Menschen sind dort im Exil nicht irgendwie ihre Bastion und haben so eine kleine Stadt auf dem Berg dann selber noch so in der anderen Stadt in der Fremde aufgebaut, sondern sie haben sich darin nie gegeben. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, wenn wir Botschafterinnen und Botschafter sind. Wir müssen uns mit der Welt auseinandersetzen. Sie haben sich gefragt, was beschäftigt die Welt. Sie haben sich auf Beziehungen eingelassen. Sie haben sich interessiert. Man muss sich darauf einlassen. Und ich frage dich heute, weißt du, was die Welt um dich herum beschäftigt? Weißt du, was für Herausforderungen sie hat? Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder fragen. Was sie freut, an was sie leidet. Und ich habe mir in der Vorbereitung eine kurze Internet-Research gemacht und ich bin auf den Sorgenbarometer gestoßen, der durchgeführt wird mit der Finanzierung von einem grösseren Finanzinstitut in der Schweiz, wo dann so ein Umfrageinstitut beauftragt. Und ich möchte euch kurz das einblenden. Das ist vom letzten Jahr die Sorgen, die Top 10 Sorgen von der Schweizer Bevölkerung. Und ja, nicht überraschend, Corona-Pandemie und ihre Folgen sind das Oberste. Dann kommt Umweltschutz, Klimawandel, AHV, Altersvorsorge. Ich will es einfach als ein Beispiel darstellen. Du kannst auch ganz einfach die Zeitung lesen und dann merkst du auch, was die Menschen beschäftigt. Oder du kannst einfach auf dem Spielplatz rumhören und dann spürst du auch, was die Menschen beschäftigt. Oder in der Kaffeepause, wo du bist. Oder im Einkaufsladen. Oder dort, wo du auf Menschen triffst. Dort, wo du um sie herum bist. Und interessant ist schon auch noch bei dieser Studie, dass die Schweiz halt dann auch sehr ein diverses Land ist. Und wenn man dann so noch ein bisschen mehr auseinander nimmt, dann entdeckt man, dass es zum Beispiel unterschiedliche Generationen andere Sorgen haben.
Die AHV rückt ein bisschen höher, je älter du bist. Bei den Jungen ist das noch kein Thema. Wiederum ist der Umweltschutz der top. Es gibt auch Unterschiede zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung. Und was ich spannend daran finde, ist, es zeigt uns, wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen. Von wo kommen wir her? Wo sind wir? Und für uns heisst es, was beschäftigt Winterthur? Was beschäftigt Dörfer und Städte, wo wir herkommen? Setzen wir uns dem aus. Und hören wir mal zu. Als allererstes hören wir mal zu. Bevor wir schon alle Antworten und Lösungen haben. Und vielleicht sind wir manchmal auch überwältigt von diesen Sorgen. Weil vielleicht haben wir auch gerade, stehen wir ja auch an mit denen. Und dann müssen wir auch nicht gerade antworten. Aber vielleicht gibt es eine Chance, um über die Hoffnung und die Heimat, die wir haben, zu reden. Und um die bekannt zu machen und um von der zu erzählen. Das gefällt mir. Also Botschafter sein heisst, immer wieder auch offen sein gegen das, was aussen rumläuft. Und dann ist das Zweite. Der zweite Aspekt vom Botschafter sein heisst eine Heimat haben. Das Leben in dieser Stadt. Seinen Lebensmittelpunkt zumindest in dieser Stadt mal gehabt zu haben. Und vielleicht für eine Zeit wegzuziehen, dann wieder zurückzugehen. Sicher immer wieder zurückzukehren. Und ich möchte dich heute auch zu dem einladen. Lebe in dieser Stadt. Weil die Stadt lebt nur von Menschen, nicht von irgendwelchen Strukturen. Von Menschen, die Initiativen mittragen, die sie aktiv mitgestalten. Und jetzt beobachte ich so ein paar Herausforderungen bei dem Leben in dieser Stadt. Oder auch, wie es mir geht, wenn ich zum Beispiel eine Stadt besuche. Und Sachen, die ich dann schwieriger finde, um irgendwie mich willkommen zu fühlen. Und das Erste ist das, und vielleicht kennst du das auch. Also wenn ich eine Städtereise mache, dann gehe ich sehr gern kurz zum Start ins Tourismusbüro. Und wenn je nachdem ein grösseres Happening ist, dann sind sogar ein bisschen mehr Leute dort auf Platz, so offizielle, so mit einem Infozeichen hinten dran und das Westchen an, oder? Und die helfen dir dann und zeigen dir den Weg. Und sagen, ja, hey, da und da haben wir noch einen Stadtplan und so. Jetzt, mein Problem ist das. Was ich nachher nicht will, ist, ich will eigentlich nicht nachher mit diesen Leuten vom Tourismusbüro in die Beiz sitzen und mit ihnen ein Bier trinken. Die sind super, um mal erste Infos zu holen. Aber wegen dem habe ich die Stadt noch nicht erlebt. Was ich höre von Menschen, die schwärmen vom Ort, wo sie angereist sind, ist, dass sie an einen Ort gekommen sind. Weißt du, und dann haben wir Einheimische getroffen. Hey, und dann haben die uns etwas angeboten. Dann haben wir die können authentisch, weißt du, nicht so touristisch, weißt du, authentisch können das wahrnehmen. Das ist ein gastfreundliches Volk, ich sage dir. Das ist einfach unglaublich. Von diesen Leuten, die dir das berichten, die werden nicht von Leuten bedient, die das Westchen anhaben. Das sind Leute wie du und ich, das sind Bewohner von dem Land, von dieser Stadt, wo sie willkommen heissen. Das Tourismusbüro will ich damit überhaupt nicht schlecht machen. Das braucht es. Das ist höchst wichtig. Das ist ein Ort, wo Information verfügbar gemacht wird, wo eine Anlaufstelle ist, wo man hingehen kann. Es braucht Leute, die so Informationen vermitteln. Und du siehst so in den grösseren Städten wirklich auch mit ihren Trottis rumfahren und du kannst sie überall ansprechen. Aber das allein schafft noch keine Willkommenskultur. Heisst noch nicht, dass dann sich jemand wohlfühlt in dieser Stadt. Weil niemand will nur von den Offiziellen betreut werden. Die Leute wollen Menschen begegnen. Und ich glaube, so geht es an den Menschen, die bei uns in die Kirche kommen. Sie wollen Menschen begegnen. Aber nicht nur am Next Step Desk. Nicht nur am Welcome-Team am Eingang. Nicht einfach nur am Park-Team, das übrigens genauso Westlian hat. Hey, die braucht es und die machen einen grossen Job. Applaus für die Leute. Danke vielmals, dass ihr das macht. Aber die Menschen, die da kommen, wenn nachher nicht mit dem Parkdienst mal, mit dem Westli da reinsitzen und da jeder sieht, der ist das erste Mal da, weil der vom Parkdienst hat den gerade noch hinein begleitet, gell? Sie wollen da reinkommen und andere Menschen kennenlernen. Und das ist entscheidend wichtig. Du und ich, wir sind die besten Botschafter von unserer Stadt, von unserer Kirche. Also, du bist mitverantwortlich. Und Jesus gibt uns ein gutes Vorbild in dem. Es gibt 1000 Anekdoten, wo er zeigt, dass er verfügbar ist, damit genau das nicht passiert. Verfügbar in seinem Alltag. Und eine von denen, die mich angesprochen hat, ist seine Begegnung mit einem Blinden. Lustigerweise auch wieder im Setup von einer Stadt. Er ist mit seiner Nachfolgerschaft, mit seiner Gefolgschaft auf Jericho gereist. Und das heisst, außerhalb von der Stadt ist ein Blinder gesessen. Das war üblich, weil den hat man nicht unbedingt in der Stadt wollen. Er war aber sicher auch genug schlau, dass er an einem Ort war, wo viele Leute vorbei sind, weil er hat gebettelt. Und dort draussen ist er gesessen. Und dann ist da die Gefolgschaft gekommen, so ich stelle mir ein bisschen Menschenauflauf vor, Jesus und eben seine Jüngerinnen und Jünger. Und dann ist Aufruhr gekommen. Und dann hat er gefragt, was läuft da? Er sieht es ja nicht, er hört nur. Und dann haben ihm die Leute gesagt, ja, Jesus von Nazareth kommt eben.
Und dann ist der wie vom Blitz gestochen, Energie hineingefahren und hat angefangen zu rufen. Er schrie laut: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und dann hat es da die Leute von dieser Menschenmenge, die gekommen sind, die haben gesagt: Bist ruhig, komm, bist ruhig. Stör nicht, du hast nichts da zu sagen, du bist ein Kranker, du bist in dem Fall ein Sünder. Halt's Maul. Aber er schrie nur noch lauter: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und dann heisst es, Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Also hat er ein bisschen Aufruhr gemacht. Er ist stehen geblieben und gesagt: Bringt den mal da hin. Also wir müssen die Leute auseinanderschieben, gell? Und dann ist der gekommen. Und dann hat er ihn gefragt. Er hat gesagt: Was soll ich für dich tun? Und der Blinde hat gefleht: Herr, ich möchte können sehen. Und dann sagt er ihm: Du sollst können sehen. Dein Glaube hat dich geheilt. Was ich heute unterstreichen in dieser Geschichte ist 3 Sachen. Jesus hat sich Zeit genommen, er hat sich interessiert und er hat zugelassen. Ich könnte mir vorstellen, dass er gesagt hätte: Hey, keine Zeit, ich habe noch etwas Wichtigeres zu tun, weil wir müssen nachher noch auf Jerusalem. Und dort ist eben, weißt, wirklich ein grosses Ding, das dann dort läuft. Darum, wir müssen ein bisschen gehen. Oder er hätte können sagen: Es sind schon so viele andere und schon beim Laufen stresst es mir die ganze Zeit in die Tore rein. Und übrigens, ich habe ja noch meine 12, weißt, denen muss ich eigentlich wirklich schauen, weil das ist so mein Inner Circle. Oder er hätte auch aus Effizienzgründen so ein Fernwunder, möge die Macht mit dir sein, ausführen. Weil er hat ja sicher gewusst, dass der blind ist. Er hat zumindest gewusst, dass der krank ist, oder? Aber nein, er hat sich Zeit genommen, in dem Moment. Einen kurzen Moment, aber er hat sich Zeit genommen. Und er hat den Menschen wahrgenommen. Und er hat ihn gefragt: Was beschäftigt dich? Und dann hat er ihm das gegeben, was er gefragt hat. Und ich glaube, wir können uns inspirieren daraus raus. Zu sagen: Hey, wo sind wir verfügbar? Und gerade auch am Sonntag, wenn wir da hinkommen, um unser religiöses Business zu erledigen, oder? Sind wir dann verfügbar für Menschen? Und ich weiss, man kann es nicht immer sein. Man muss die Kinder holen, das kenne ich auch. Man muss dort und da, ist alles auch in Ordnung. Aber so mit dieser Grundhaltung zumindest bin ich verfügbar. Bin ich das als Bewohnerin und Bewohner von dieser Kirchenstadt? Dass ich die Geschichte auch mag hören, auch Menschen wahrnehmen. Und ich denke, sie sind nicht so laut wie der Blinde, die bei uns das erste Mal herkommen. Die sind eher so manchmal ein bisschen unsicher. Etwa die orientieren sich so an der Flyersäule, weil dort fühlst du dich nicht so verloren. Die kannst du zumindest an dem heben. Kannst du mal schauen. Ich bin sicher, du wirst so Leute sehen. Und sie wahrnehmen, Zeit nehmen. Das ist das erste Problem. Dann gibt es noch ein zweites Problem, so bei diesen Städtetrips. Und vielleicht ist dir das auch schon so gegangen. Ich liebe Finnland, habe ich schon gesagt. Und ich liebe unter anderem auch Helsinki. Ich bin dort schon, wahrscheinlich bald schon etwa 10-mal gewesen. Das heisst, ich bin so halber Local, weißt du. Das ist so cool dort. Jetzt ist mir schon passiert dort, dass dann Leute auf mich zugekommen sind. Touris. Mit dem Plan. Excuse me, kannst du mir sagen, wo es durchgeht? Und jetzt ist es ein kleines Problem, oder? Weil eigentlich fühle ich mich ja als halber Finn und eigentlich würde ich in dem Moment gerne einen Show-off machen und erklären, wie es läuft. Aber so gut kenne ich denn die Stadt eben doch nicht. Weil ich bin eben eigentlich auch nur Gast dort. Und dann gibt es 2 Optionen. Entweder ich demütige mich und ich sage, ich bin, auch wenn ich finnisch aussehe, blaue Augen und so, ich bin eben leider auch nicht daheim da. Ich kann dir wirklich nicht helfen. Das ist immer ein bisschen. Oder es gibt die andere Option, habe ich noch nie gemacht. Aber ich habe es schon erlebt an anderen Orten. Es ist so, du tust so mega interessiert. So, musst weißt du, dort glauben und dann, ich bin nicht ganz sicher, aber musst dann sonst noch mal schauen. Und wenn du selber schon in dieser Position warst, dass dir jemand den Weg erklärt hat und du hast genau gewusst, er hat keine Ahnung, was er dir jetzt gerade rauslässt, dann ist das nicht so cool. Das ist das Problem. Und es ist eigentlich egal, wie du reagierst in dem Moment. Aber manchmal gibt es den Fakt, dass du eben eigentlich selber nur Gast bist. Und das möchte ich heute ansprechen. Dich fragen, bist du eigentlich selber auch noch Gast da? Auch wenn du schon mega viel da bist, auch wenn du immer wieder kommst. Ich glaube, es ist eine Herausforderung in der heutigen Zeit und auch gerade in grösseren Kirchen, dass wir uns selber vielleicht unbewusst eher als Gäste betrachten als Einheimische. Es hat ja andere, die es machen, die das Westli anhaben, weißt du? Die schauen ja schon. Und der Gottesdienst ist ein bisschen in der Gefahr, auch schon von unserem Setup da, gell? Dass ein bisschen das Konsumgut wird. Und dann kannst du noch so oft da sein und trotzdem da nicht daheim sein. Und vielleicht eine einfache Frage, die du stellen in dem ist, wir oder ihr? Wie redest du über deine Kirche? Auch wenn du jetzt zu Gast bist von einer anderen Kirche, frag dich das für die.
Wie redest du über deine Kirche? Redest du von innen, weißt du, sie haben eben wieder? Oder redest du von, weißt du, wir haben? Wenn du über Angebot redest, über was man gerade so macht, was läuft. Frag dich das mal. Wie redest du über GVC? Wie redest du über deine FG, Heilsarmee oder von wo immer du zuschaust? Ist es deine Kirche oder ist es die Kirche von denen, wo du auch noch hingehst? Das ist ein guter Selbsttest. Und wenn du jetzt merkst, ja irgendwo, es könnte sein, dass das mich betrifft, dann haben wir einfach einen Vorschlag. Und das ist, hey, wird aktiv. Und ich lade dich von Herzen ein, komm aufs Spielfeld der Zuschauerränge. Und deine Perspektive wird sich verändern, weil du wirst plötzlich Teilhaber und Teilhaberin von dieser Kirche. Indem, dass du dich mit reingibst. Du wirst, vielleicht im Bild von heute besser gesagt, Bewohnerin und Bewohner und nicht Gast. Und es wird dich verändern. Das garantiere ich dir. Und das beleidigt auch unsere Umfrage, die wir gemacht haben, Ende 2020. Wir werden wieder mal eine Umfrage machen. Unter den Leuten, die bei uns sich zugehörig fühlen, haben wir eine Umfrage gemacht. Du hast die vielleicht auch bekommen. Und das ist spannend. Wir haben eine Person gehabt, die Statistik studiert und dann das durch so verschiedene Statistikauswertungsmodelle durchrattern lassen hat, die Antworten, alles ja anonymisiert. Und man hat dann können etwas herauslesen, was spannend war. Und das ist die Leute, die sagen, ich fühle mich sehr zugehörig. So dort einen hohen Wert gegeben haben. Da zeigt sich das Muster, was dazu beitragen kann. Und es ist echt interessant, um das zu sehen. Und was wir entdeckt haben, ist, es sind Menschen, die aktiv in einer Gruppe mit dabei sind oder sich irgendwo investieren, mitgestalten. Die haben automatisch einen höheren Wert dort. Das ist ein Zusammenhang. Und somit möchte ich die Einladung hier machen. Wenn du merkst, du bist so ein bisschen am Kämpfen mit dieser Identifikation, du weißt nicht, wo du bist, das sind Schritte, die du tun kannst, die etwas auslösen in dir, wo das wird verändern. Zum Beispiel als Idee, gib die einfach in Beziehungen ein. Eine Möglichkeit dazu sind Groups. Eine andere ist zum Beispiel das Pfingstcamp, wo noch vor der Tür steht. Das sind so Orte, wo man einfach Menschen begegnet und Beziehungen können entstehen, oder? Weil erzwingen kann man die nie. Oder prägen durch Mitgestaltung und Mithilfe. Wir haben genügend Sachen, wo wir froh sind, Leute helfen mit. Das sind nicht immer krasse Jobs. Das sind manchmal Sachen, die einfach jeder kann. Es geht vielleicht gar nicht um das, was du dort machst, sondern darum, dass du merkst, du bist Teil von dem. Du kommst mit über was läuft. Es gibt dir Zugehörigkeit. Und als drittes und vielleicht grösstes über allem, hey, bitte bett für unsere Kirche. Das macht so viel mit deinem Herz. Und bett nicht für die Kirche der anderen, sondern bett für deine Kirche. Bett für deine Kirche. Es wird dich verändern. Ein gesunder Stolz kann kommen über dem, was da ist, über diese Stadt, über dem, was wir sind. Es kümmert dich. Wachstum und Identifikation. Und, besser als alles andere, Jesus kann durch dich anderen begegnen. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel am Gottesdienst. Wir haben es in der Einleitung schon gehört. Jesus kann durch dich anderen begegnen. Am Sonntag. Dort, wo du dich verfügbar machst. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe schon so viele andere Freunde, es ist eben noch schwer. Hey, ich verstehe das und ich glaube, es braucht es, dass man kostbare Freundschaften schützt und ihnen Platz gibt. Und dann führ dich bitte selber gut genug und schaffe ein bisschen Raum, dass du irgendwo auch noch ein bisschen Überfluss hast. Dass mal kannst du sagen, hey, da habe ich noch Waste of Time. Und das kann ich einfach mal zur Verfügung geben, dass ich da draussen im Kaffee sitze allein und schaue, wer mir begegnet. Und wenn du sagst, ich kann mich nicht so gut identifizieren mit diesen Leuten da und es sind komische Bewohner in dieser Stadt, sind wir mal ehrlich. Kein im Fall auch. Geht mir manchmal auch so. Ich kann dir nur sagen, was mich dabei hält, sage ich gebe mich da drin nie. Es ist die Erkenntnis, dass ich nur dann etwas verändern kann, wenn ich selber aktiv Teil davon werde. Erstens. Und das Zweite, dass ich schon auch glaube, dass Gott der Liebe von Gott, die Kirche, die weltweite Brut, dass das Geheimnis ist von ihr. Dass da eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, die sich wohl sonst in fast keiner Art von Gruppe in der Gesellschaft zeigt. Da hat es im ganzen Spektrum Menschen. Und mit der einen ist es einfacher und mit der anderen ein bisschen schwerer. Aber irgendwie Teil zu sein von diesem grossen Projekt, das ist eben schon cool. Auch wenn es mir manchmal etwas kostet. Und so lade ich dich heute ein, über dem zu reflektieren. Big City Life, wo ist dein Teil drin? Und wir haben gedacht, wir wagen eine Aktion, wie immer. Du kannst die auch einfach an dir vorbeigehen lassen, das dürfen wir. Aber wir motivieren natürlich dazu. Und wir möchten heute und auch am nächsten Sonntag dich dazu einladen, etwas zu wagen im Nachgang im Gottesdienst. Und zwar 2 kleine Schritte. Red heute mit jemandem, der sich hier drinnen befindet oder wo du draussen begegnest, wo du noch nicht kennst. Sagst ihm Hallo und sagst, wer du bist.
Und dann Schritt 2, und das braucht ein bisschen mehr Mut, dann stell die Person gerade noch jemandem vor, den du schon kennst. Und weil mir das jetzt hier von der Bühne gesagt hat, ist es überhaupt nicht peinlich. Du kannst es einfach machen. Und es könnten mega coole Sachen daraus entstehen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du das Licht bist von unserer Stadt. Aber auch danke ich dir, dass du irgendwie das Projekt mit den Menschen gewagt hast, um zu sagen, ihr seid die das Licht weitertragen. Und so danke ich dir für das Privileg, das wir haben, hier in der Stadt Winterthur, eine von diesen Städten auf dem Berg zu sein, von vielen. Und dass wir dürfen dir haben, dein Licht weiterzutragen. Danke dir für unsere Stadt, für unsere Kirche. Ich danke dir für alles, was drin ist. Ich danke dir auch für die bunte Gruppe an Menschen, die da ein- und ausgeht, mich inklusive. Und ich bete darum, dass du, Heiliger Geist, jetzt auch zu jedem von uns redest, wo das es dran ist, irgendwo nochmal aktiv zu werden, aufs Spielfeld zu kommen. Vielleicht aber auch einfach in erster Linie mal zu sagen, ich verlasse die Stadt wieder mal ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen raus, schauen. Ich bitte auch darum, dass du uns lehrst, unsere Welt kennenzulernen und auf sie zu hören, sie zu spüren, sie wahrzunehmen. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier unter uns wirkst, durch dein Licht, durch die Begegnungen, die wir haben untereinander und miteinander und vor allem auch durch die Begegnungen, die wir haben mit dir. Amen. Und jetzt gehen wir in den zweiten Teil vom Gottesdienst, wo wir auch ganz bewusst uns Zeit nehmen, Gott zu begegnen, im grossen Du. Und wo du einfach auch kannst das Angebot nutzen, das wir haben, wie das Abendmahl oder das Gebet, das weiterhin angeboten wird. Oder an deinem Ort, wo du bist, still, das vor Gott kommen, für dich allein. Und ich will einfach Mut machen, dass du die Angebote nutzt, weil du merkst, es ist dran. Und als erstes steigen wir in einen neuen Song aus den Federn von unserem Songwriting-Team. Und er könnte nicht passender heissen. Er heisst «Stadt auf dem Berg».